Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Hälsel alias der Burgenmeister. W wie Wehrkirchen. Dem Herrn zur Ehr, dem Feind zur Wehr. Wenn wir das Wort Wehrkirche hören, was passiert da im Kopf? Mancher denkt vielleicht an eine Kirche, die sich bei Vollmond in eine Wehrkirche in Wolf verwandelt. Andere stellen sich eine Art Miniburg mit Altar vor und wieder andere glauben, jede Kirche mit dicken Mauern sei automatisch eine Wehrkirche. Bei weitem nicht. Eine Wehrkirche ist weder eine verkappte Burg noch ein mystisches Sonderwesen mittelalterlicher Baukunst. Sie ist in erster Linie das, was jede Kirche im Mittelalter war. Der zentrale Ort des Glaubens, der Gemeinschaft und oftmals der stabilste Bau im gesamten Dorf. Doch in Zeiten von Fehden, Hussitenzügen, Grenzkonflikten oder marodierenden Söldnern bekam dieser Sakralbau eine zusätzliche Funktion: Schutz. Die neuere Forschung, etwa zu den Wehrkirchen im Waldviertel oder zu den wehrhaften Elementen erzgebirgischer Kirchen, zeigt jedoch deutlich: Nicht jede befestigte Kirche war automatisch eine Wehrkirche. Und nicht jede Wehrkirche war Teil einer Kirchenburg. Es brauchte also eine saubere Definition. Und genau die klären wir heute. Denn nach dem Motto, dem Herrn zur Ehr, dem Feind zur Wehr. Entstehung und historische Einordnung von Wehrkirchen. Die ersten gezielt mit Wehrfunktion ausgestatteten Kirchen entstehen schwerpunktmäßig im Spätmittelalter, also im 14. und 15. Jahrhundert. Zwar existieren schon zuvor steinerne Kirchen, doch die systematische Ergänzung um Verteidigungselemente steht meist im direkten Zusammenhang mit regionalen Krisenzeiten. Mehrere Faktoren spielten eine Rolle: Zunehmendes Fehdewesen im 14. und 15. Jahrhundert, Grenzlagen und Durchzugsgebiete, fehlende städtische Befestigungen im ländlichen Raum, politische Zersplitterung des Reichsgebiets. Besonders in Regionen mit dichter ländlicher Besiedlung, aber ohne herrschaftliche Burg im Ort, entwickelte sich die Kirche zum natürlichen Rückzugsraum. Sie war häufig der einzige massive Steinbau im Dorf. Im Waldviertel etwa wird explizit darauf hingewiesen, dass sich die Landbevölkerung im Notfall in den Kirchenbau zurückzog. Hier sehen wir das Dorf mit der steinernen Kirche als zentralen Punkt der Ortsmitte. Wichtig ist jedoch, nur wenige Kirchen wurden von Beginn an als Wehrkirchen konzipiert. Häufiger erfolgte eine nachträgliche Verstärkung bestehender Bauten durch Aufstockung, Einzug von Wehrgeschossen oder Ergänzung von Kirchhofbefestigungen. Die Wehrkirche ist also kein architektonischer Typus des Hochmittelalters, sondern ein funktionaler Anpassungsprozess an konkrete Bedrohungslagen. Und somit erhält die Kirche im Dorf einen Turm und einen befestigten Eingang. Bauliche Elemente und die klare Abgrenzung zur Kirchenburg. Das zentrale Kennzeichen einer Wehrkirche ist Integration wehrhafter Elemente in den Baukörper selbst. Typische Merkmale der Wehrkirche sind ein Wehrgeschoss über dem Kirchenschiff, Schießscharten am Kirchengebäude oder am Turm, verriegelbare Eingänge, ein Turm direkt am Kirchenschiff. Und hier sehen wir den Idealgrundriss einer Wehrkirche. Das Kirchenschiff, das in alten Kirchen immer rechteckig war. Die Eingänge an der Seite, erst später kommen sie an die Stirnseite, die Eingänge. Den Turm als Zeichen der Wehrhaftigkeit. Vielleicht einen Anbau, zum Beispiel eine Sakristei. Und natürlich der Kirchhof bzw. der Wehrfriedhof ummauert. Vielleicht in gotischer Zeit noch eine Friedhofskapelle oder Gedenkkapelle.
Und in diesem Fall bekam die Friedhofsmauer bzw. die Kirchhofmauer einen Geschützturm des 16. Jahrhunderts. Besonders im Erzgebirge lassen sich charakteristische vorkragende Blockgeschosse beobachten, die als hölzerne Wehrgänge dienten. Solche Konstruktionen zeigen deutlich, dass hier Verteidigungszwecke baulich berücksichtigt wurden. Hier sehen wir eine zeitgenössische Darstellung der Kirche bzw. Wehrkirche von Großrückersdorf im Erzgebirge, etwa im 16. Jahrhundert. Und daneben den Schnitt durch das Kirchengebäude markiert hier das Blockgeschoss, also das Wehrgeschoss. Hier die Kirche von Großrückersdorf im heutigen Zustand, das Wehrgeschoss ist noch erhalten. Links sehen wir eine sogenannte Senkscharte in diesem Blockgeschoss der Wehrkirche von Großrückersdorf und rechts ein Blick in das Innere der Kirche. Diese Blockgeschosse haben wir auch im Burgenbau. Links zum Beispiel die Burg Rothenfels am Main. Hier ist der äußere Torbau im Prinzip mit einem Blockgeschoss verkleidet und mit Scharten. Und rechts haben wir das äußere Tor von Burg Hornberg. Auch hier haben wir bis zur halben Höhe ein sogenanntes Blockgeschoss. Aber auch anderswo im Erzgebirge finden wir diese Wehrgeschosse bei den Kirchen noch, zum Beispiel in Mittelseida oder rechts in Lauterbach. Hier die wunderschöne Kirche, eben auch Wehrkirche von Dörrenthal, ebenfalls im Erzgebirge. Doch selbst bei klaren Wehrmerkmalen gilt: Die Verteidigungsfähigkeit war begrenzt. Es handelt sich um kurzfristige Schutzmaßnahmen, nicht um dauerhafte militärische Anlagen. Und hier der Vergleich. Links haben wir die Wehrkirche, hier mit Fachwerkobergeschoss zu Wehrzwecken, der Turm mit Scharten, und rechts haben wir die Kirchenburg mit Gaden, Wehrmauern, zum Beispiel noch einer äußeren Wehrmauer. So im Prinzip kann man das unterscheiden. Kriegerische Bewährungsproben. Die Geschichte der Wehrkirchen ist eng mit den kriegerischen Erschütterungen ihrer Zeit verbunden. An den Konflikten des 15. bis 17. Jahrhunderts lässt sich ablesen, wie sich ihre Schutzfunktion bewährte und wo sie schließlich an ihre Grenzen stieß. Hussitenkriege 1420 bis 1433. Die Hussitenzüge stellten vielerorts die erste große Belastungsprobe dar. Quellen berichten von geplünderten und niedergebrannten Kirchen. Nicht jede befestigte Kirche hielt stand. Dennoch zeigen bauliche Verstärkungen in dieser Zeit, dass konkrete Bedrohungen bauliche Reaktionen auslösten. Bauernkrieg 1525. Im Bauernkrieg wurden Kirchen teils als Symbol herrschaftlicher und kirchlicher Macht angegriffen. Befestigungen boten Schutz, konnten aber eine gezielte Zerstörung nicht immer verhindern. 30-jähriger Krieg 1618 bis 1648. Hier zeigte sich endgültig die Grenze der Wehrkirche. Gegen organisierte Truppen und Artillerie war eine dörfliche Wehrkirche militärisch kaum wirksam. Die Schutzfunktion beschränkte sich meist auf kurzfristige Zuflucht. Das Ende der Wehrkirchenära. Nach dem Dreißigjährigen Krieg setzte vielerorts eine bauliche Neuordnung ein. Kirchen wurden barockisiert, Wehrgeschosse entfernt oder überformt. Mit der Ausbildung staatlicher Strukturen und territorialer Sicherungssysteme entfiel die Notwendigkeit lokaler Selbstverteidigung. Die Wehrkirche verschwand nicht abrupt. Sie verlor schlicht ihre Funktion. Mit der Neuzeit wandelte sich auch das Erscheinungsbild der Kirche. Sie wurden den neuen Glaubens- und Frömmigkeitsvorstellungen angepasst. Heute sind viele Wehrmerkmale nur noch fragmentarisch erhalten. Oft erkennt man sie erst bei genauer bauhistorischer Untersuchung. Schlusswort. Nicht jede Kirche mit dicken Mauern ist eine Wehrkirche. Nicht jede befestigte Anlage ist eine Kirchenburg. Und nicht jede Schießscharte diente tatsächlich militärischer Verteidigung. Manchmal war sie Symbolik oder späterer Umbau. Die Forschung mahnt zur Differenzierung. Darum gilt: Wehrkirche ist wehrhafter Baukörper, Kirchenburg ist befestigte Gesamtanlage.
Und wer das durcheinander wirft, der vermischt mittelalterliche Realität. Zum Schluss noch ein paar Beispiele von Wehrkirchen. Links die Wehrkirche von Morsbach in Baden-Württemberg und rechts die Wehrkirche von Friesau in Thüringen. Hier die Wehrkirche von Frohnhausen in Hessen. Und auch so können Wehrkirchen aussehen. Hier die Kirche von Saint-Gervais in den Ardennen. Kennt ihr Beispiele aus eurer Region? War eure Kirche vielleicht einmal eine Wehrkirche? Schreibt es in die Kommentare. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.